Den 28. Juni waren 25.000 Menschen an der Stadt dem Opruf von der Gewerkschaftsfront NOCOM für gegen Sozialaufbau und gegen eine Regierung zu protestieren, die als autoritär und arrogant vorgeholgert. Es war ein warmen, sonnischer Samstag. Die Stimmung war euphorisch, aber bei den meisten Leuten als sehr Gefühl gewusst, dass etwas gekippt ist, dass Gewerkschaften und die Leute, für die sie sich ersetzen, den Match gewonnen werden. Pur mich spät kommen Gewerkschaften und Patronatsverbände mit der Regierung zusammen, für zu verhandeln. Aus den Verhandlungen ist bis jetzt nicht viel rausgedrungen. Den 3. September sollen das Verhandlungen noch weitergehen. Und für das du weißt, worum es bei den Verhandlungen geht, probiere mir, die wichtigsten Themen und Begriffe über die nächste Tage kurz und knackig Minuten zu bringen. Alles, was du wissen musst über den Mindestlohn. An alle Länder von der EU bringt Direktiv über Mindestlohn Fortschritte, mit der Ausnahme von Lützeburg. Hier stellt die Regierung alles auf den Kopf und probiert den Mindestlohn zu schwächen. Das war der Constat von Silva Hoffmann, dem Direktor von der Salariatskammer, ein paar Wochen vor der grossen Manif an der Stadt. Auf Invitation von eben dieser Salariatskammer waren Experten vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut auf Lützeburg gekommen, für über die Umsetzung von dieser Mindestlohndirektiv zu schwätzen. Vielleicht hast du schon von dieser Direktiv hören, weil sie kaum schon 2021 unter der Responsabilität vom demolischen Lützeburger Kommissär, dem Nicolas Schmidt. Sie gesagt grosso modo zwei Sachen für. Erstens, alle Memberland muss dafür sorgen, dass 80% von den Salarien an den Genuss von einem Kollektivvertrag kommen. Zu Lützeburg liegen wir da just bei 59%. Zweitens, a für uns wichtig, muss ein Land sein Mindestlohn aufgrund von klar definierten und nachvollziehbaren Kriterien festlegen und regelmäßig anpassen. Das klingt ja eigentlich aber ganz einfach, oder nicht? Mit dir wollen die Rechnung nicht ohne die CSVDP-Regierung machen, die sich vehement gegen den Absetzen vom Mindestlohn wird. Will die Regierung eine Erhöhung vom Mindestlohn verhindern will, weil sie natürlich auch nicht, dass Kriterien für die Berechnung vom Mindestlohn ans Spiel kommen, die deutlich machen könnten, dass der Mindestlohn nicht hoch genug ist. Und genau das ist der springende Punkt an diesem Konflikt. Zu Lützeburg so in der Stadtdeck, Salariatskammer und zig andere Akteure schon lange, dass der Mindestlohn zu Lützeburg nicht für eine Armut schützt, respektive dass man Mindestlohn kein dezent Leben möglich ist. Für das zu belegen, gibt klassischerweise verschiedene Berechnungskriterien benutzt, wie zum Beispiel der Medianlohn, also der Lohn, der genau an der Mitte liegt. 50% von den Leuten verdienen mehr wie der Medianlohn, und 50% Männer. Das ist nicht mit dem Durchschnittlichen zu verwechseln, den zu Lützeburg ein Stück mehr hoch liegt wie der Medianlohn. Wenn der Mindestlohn mehr ist wie 60% von diesem Medianlohn, dann schützt er nicht für eine Armut. Zumindest ist es so definiert. Wobei aber zu sagen ist, dass auch der Mindestlohn, der bei 60% am mehr liegt, nicht unbedingt ein dezent Leben ermöglichen muss. Das hängt auch von anderen Aspekten ab. Laut Stadtdeck ist der Medianlohn zu Lützeburg auf Jahr geguckt bei 50.126 €. 60% davon sind 34.875 €, was auf dem Monat 2.906 € ausmischt. Der Mindestlohn misst also 2.906 € reichen, für das 60% vom Medianlohn erreicht. An der Realität leiten aber just bei 2.703 €, also rund 8% mehr Dave. Der Stadtdeck hat eine eigene und am Anfang mehr pertinente Berechnung. Der Stadtdeck berechnet nämlich, wer eine Person oder Staat von Einkommens braucht, für bei den aktuellen Preisen dezent können zu leben. Da könnt je nur zur Summestellung vom Staat dann ein Montant raus, die weist, dass ein Leben mit Mindestlohn nicht mehr schwer möglich ist, an den Dovens Mist abgesetzt gehen. Das ist, wie gesagt, seit Jahren alles bekannt, mir geändert wird sich bis heute nicht. Der Mindestlohn ist immer zu tief geblieben. Mittlerweile ist den Undeel Working Poor, also Leute, die trotz enger bezahlter Arbeit an der Armut leben müssen, an keinem EU-Land so hoch wie zu Lützeburg. Von 7 Salarien als betroffen. Davon die meisten am Mindestlohnsegment, an dem zu Lützeburg aber rund 65.000 Leute arbeiten. Dafür ist die Mindestlohndirektiv auch so wichtig. Lobemol sieht nämlich die EU selber, dass unser Mindestlohn nicht hoch genug ist, schreibt als Kriterien für, die eigentlich gar nicht ernst können, wie schwarz auf weiß zu belegen, dass der Mindestlohn zu tief ist.
Die maatliberal EU liefert also Lobemol Argumente für den Mindestlohn abzusetzen, dass wir das nach Oliven dürfen. Mir was heißt das lo konkret? Zur Erinnerung. Die Regierung will eine Erhöhung vom Mindestlohn einmal Preis umgehen, weil sie das Interesse vom Patronat vertritt. Aber was möchte eine Regierung, die durch ein supranational Direktiv gehalten ist, etwas umzusetzen, was sie nicht will? Richtig, sie fuddelt, aber probiert Zahlen zu fälschen. A gene dat hunn ënner andere mir als die Lenk mat opgedeckt, nodem den Arbeitsminister Georges Michaud d' Regierungspropos op den Dich gelöscht huet. D'Logik vun der Regierung as so einfach wie se perfid ass. Wann de Medianlohn so héich ass, dats de Mindestlohn muss opgoen, da muss en de Medianlohn einfach kënchtlege Rufsetzen. So einfach as het. Konkret awer einfach seet d'Regierunge lo, dats an der Fonction publik a bei de Gemengen jo ke Salär respektiv Lohn bezuelt gëtt. Mit sogenannten Tretementer. Dementsprechend brächten déi jo och net berücksichtigt zu gehen bei der Berechnung vom Medianlohn. Will zu Lützeburg aber viel Leute beim Staat an de Gemenge schaffen, an dort Revenuen aber generell ganz gut sind, huet dat natürlich einen ganz großen Impact op die ganz Medianlohnberechnung, sobald se net mat abzugehen. Das die große Sauerei, neben de pur aner bisse méi kleine Sauereien, die die Regierung sich evaluiert huet beim Mindestlohn. Mit diesem Gefudels kann die Regierung lo behaupten, dass der Mindestlohn über 60% von hier selber gefälschte Medianlohn lädt. Dat do as alles am Frühjahr schon geschieht, also 400 großer Manie vom 21. Juni. Gewerkschaften hun des Viergonsweis alle go scharf kritisiert. Och CGFP, Gewerkschaft vun de Staatsbeamten, ass guer net mat d'accord, well se ganz gene wees, dass Gutgehälter beim Staat en Druckmittel sinn fir besser Lehen am Privatsektor durchzusetzen, an engem gewëssene Moos och ëmgedreht. Geht de Lien tchte Gehälter beim Staat an de Gemengen engerseits an am Privatsektor einerseits verlor, geif dat all Sektor schulden, privat oder öffentlich. Bei der Verhandlungen selber als Thema Mindestlohn bislo noch net viel diskutiert gin. Zumindest as het Manner vun der Presse thematisiert gin. Für die Gewerkschaften as het méi schwer op diesem Thema Druck zu machen, obwohl direktiv firgesäit, dass Sozialpartner serieux mat abzu müsse gin, wann es um den Mindestlohn geht. Wie ergangs gesot, huet die Regierung et fertiggesprocht, als enger fortschrittlicher Direktiv méiglesche soziale Rückschritt zu machen. Et gilt also lo mal prioritär déi Sauereien, die Regierung sich evaluiert huet, zu stoppen. Mir auch nicht zu vergessen, dass eine Erhöhung vom Mindestlohn Ziel muss bleiben. Mit engem Lück Frieden ass dat net méiglech. Dofir stopp de Frieden. Die kann nimmer nach zurücktreten.